Hallo miteinander, willkommen zurück zu einer neuen Episode Schweizerdeutsch. Wieder mal mit dem Niklas und mir, dem Rico. Rico, wie geht's dir? Wie jedes Mal, ja. Mir geht's gut soweit, ja. Tatsächlich. Dir? Immer noch nach dem Auto. Oh mein Gott. Ein anderes Thema. Alles gut, alles gut. Es fährt noch. Es fährt, alles gut, es fährt. Nein, mir geht's auch tatsächlich ziemlich gut. Habe ein bisschen Pollen. Ja. Das ist ein bisschen blöd. Also falls ich mal niesse, wir können den Niess-Counter einblenden. Falls es passiert, ich hoffe jetzt nicht. Ja. Aber wenn es öfters passiert, dann... Ich habe letzte Woche nicht gehustet, wieso, keine Ahnung, was wie viel mal im Podcast. Schon. Ja. Ja, keine Ahnung. Es ist übertrieben heiß, die ganzen Pollen halt können jetzt halt voll führen. Ja. Zum Glück ist der Guido Plastik. Das ist wirklich gut. Wäre der Guido nicht aus Plastik, der Brüder, ich glaube, keine 2 Wochen dahin überlebt. Nicht mal einen Tag. Oder so, ja. Nicht mal einen Tag. Ja. Das ist fatal. Voll. Nein, aber sonst geht es mir gut. Wir sind gestern noch am Mile in Zürich. Wir nehmen übrigens jetzt gerade ein bisschen im Vorhinein auf, weil der hier hat nichts gehabt. Ich habe nächste Woche nichts gehabt. Und ja, darum machen wir jetzt mal hier so eine vorproduzierte Folge. Also, wenn ihr das seht, es ist eine Woche vor aufgenommen, oder? Das ist Sonntag. Genau. Wenn ihr es seht, ist auch Sonntag. Einfach so eine Woche vor. Richtig. Genau. Weil das Problem ist, ich muss auf Grenchen, das ist in Solothurn, und da bin ich eine Woche lang dort, ich muss dort pennen und so. Ja. Und dann Podcast aufnehmen. Wir haben es zwar schon mal gemacht. Ja, voll, aber dort ohne Video. Ohne Video. Und Es würde wahrscheinlich schon irgendwie gehen, wenn wir uns beide aufnehmen würden. über Skype. Wie früher Teams. Ja, Bro, ein Teams-Call. Nein, aber ja, das wäre vor allem, aber das wäre hure scheiße, vor allem qualitativ. Ja. Also wenn, dann müsstest du dich selber aufnehmen, ich müsste mich aufnehmen und dann müsstest du müsstest mir das schicken und dann müssten wir das so splitten. Ja. Irgendwie so. Also es gibt Podcasts, die das machen, zum Beispiel, kennst du Crewcast? Das ist so ein Technik-Podcast von Felix Bau und... Ja. Und ich glaube, hast du auch schon erzählt. Und die machen das auch so. Früher haben sie auch einen Podcast zusammen gestartet, so auf der Couch, so in ihrem eigenen Studio. Ja. Und jetzt machen sie auch immer so remote. Der eine wohnt halt im anderen Loch von Deutschland, der andere wohnt in Leipzig. Ja, wie willst du das sonst machen? Ja, ist halt schon etwas anderes. Aber es funktioniert. Ja, aber nein, wenn ich denke, dass wir das authentischer immer noch machen wir es halt jetzt hier immer noch auf der Couch. Ja. Aber Rico, was haben wir uns heute überlegt? Aber ich habe noch gesagt, wir sind gestern am Mile gewesen. Ja, wir sind am Mile gewesen, das hast du noch erzählen. Es ist so ein Autotreff, wir sind 30 Grad gewesen. Gestern war ja das Champions League Final gewesen. Was war gestern gewesen, Champions League? Erzähl mal ein bisschen. PSG hat gegen Inter gespielt. PSG ist einmal über Inter drüber gefahren. Das wissen ihr wahrscheinlich. 5-0, das wisst ihr wahrscheinlich bis jetzt. Für uns ist es halt jetzt ein Tag nach dem Final. Wir wissen nicht, was diese Woche noch für Memes kommen auf Instagram und alles. Darum, ja. Aber Desiree Doué. Boah, er ist so ein verfickter Baller. Er ist so gut. Er ist so gut. Der ist echt nicht schlecht. Doué ist ein Baller. Der ist wirklich crazy. Ich bin Fan. Ich auch. Der wäre fast bei Wein eingeladen letztes Sommer. Ich weiß. Ich habe dir dort sogar noch geschrieben, dass er jetzt voll auf den... Ich weiß nicht mehr, aber ich habe dir irgendwie geschrieben. Ja. Und ich so weißt das. Ja. Jetzt ich auch mit Oli See. Ich habe den letzten Sommer nicht gekannt. Ja, ich weiß. Wo der gekommen ist. Und dann habe ich so ein paar Videos angeschaut. Ja, den kann ich es weiterbringen. Und tatsächlich, ja. Das ist ein Baller. Yes. Aber nein, was machen wir heute, Rico? Weil es eben eine vorproduzierte Folge ist, haben wir uns überlegt, wir können wirklich auch was gegen die Woche machen, logischerweise. Von dem her haben wir am Niklas... Wir haben innerhalb von einer Woche jetzt 3 Podcast-Folgen aufgenommen. Das ist eigentlich krass. Letzten Sonntag. Ja. Mittwoch. Ist letzten Sonntag? Ja, letzten Sonntag haben wir die von letzter Woche gemacht. Ja, jetzt am Mittwoch haben wir die gemacht, die jetzt heute rauskommt für euch letzte Woche. Und jetzt nehmen wir Folge 44 Voll. auf. Voll. Ja, nein, wir haben uns überlegt... Warte, habe ich voll verloren, fuck. Wir haben ChatGPT gesagt, am Niklas sind der Kollege, der Torben. Ja, das ist sein ChatGPT. Ich nenne ihn so. Der Torben soll uns Fragen stellen. Ich weiss jetzt, sag du, was du ihn gefragt hast. Also ich habe eine Frage, also ich habe so gesagt, also wir haben so ein paar Themen halt gesucht und wie immer... Bro, wir reden gerade so um den heißen Brei um, es ist krass. So wie, ja, aber so wie immer, wir sind so vor dem Podcast so, ja, was könnten wir jetzt so besprechen? Und ich so, ja komm, ich frage mal Torben, oder? Ja. Dann gibt er so eine Liste halt, so was können wir Lustiges machen, so ja, ChatGPT stellt euch Fragen, die ihr beantworten müsst. In Klammern spicy. Ist in Klammern spicy? Ja, und ich so, oh mein Gott, habe ich gesagt, okay, mach mal. Dann sind die Fragen zu spicy gewesen, dann habe ich gesagt, hey, milder. Nein. Ich habe gesagt, okay, du darfst
darfst gottlose Fragen mal noch stellen, aber so, dass wir nach dieser Podcast-Folge noch einen Fußtritt gegen raus machen können, ohne dass uns jeder kann... Ja, einfach, dass es nicht so tief in die Privatsphäre soll gehen, oder? Und jetzt hat er ein paar lustige Fragen gestellt. Ich habe mir dann gesagt, hey, ich mache das Ganze mal 100. Jetzt haben wir insgesamt 115 Fragen, wo wir uns abwechslungsweise stellen. Und wir machen es eigentlich wie bei Stadt, Land, Fluss. Einer sagt, ich scrolle, und der andere sagt Stopp. Und die Frage, die auf der Daumen ist. Also wir haben uns alle Fragen noch nicht durchgelesen, so ein paar einfach. Ja. Ich hoffe jetzt... Ja, es ist... Mal schauen, keine Ahnung. Sonst machen wir einen Joker. Wenn die Frage zu hart ist, okay. Dann... Ein Joker haben wir. Ein Joker hätten wir. Aber sonst muss man auch beantworten. Gut. Ja. Wer fängt an? Soll ich mal für dich scrollen? Okay, also... Ich will eigentlich ein offenes Buch, aber trotzdem muss ich dir... Ja, es gibt halt Sachen, die muss nicht jeder wissen, das ist logisch. So in 10 Jahren wirst du dann dafür verurteilt. So. Ja. Also ich bin am Scrollen, du. Ja, mach mal. Stopp. Welcher TikTok-Trend hat euch komplett zerstört? Also ich weiss nicht, wie das ChatGPT meint, mit zerstört. Ja, also zerstört, ja wahrscheinlich einfach... Er meint einfach das, was so, also weißt du, so einfach dumm. So das Brainrot ist ja gerade voll der TikTok-Trend. Ja, oder machen wir es so, sag einfach den TikTok-Trend oder Tanz oder was auch immer, der dich am meisten abgefuckt hat. Boah, da gibt es ein paar. Das M to the B, das M to the B, das M to the B. Ja. Das ist so ein Scheissdreck. Ja. Brainrot fuckt mich übelst ab. Ich verstehe das nicht. Wie man das, ich weiss nicht, wie man das lustig kann finden. Wirklich, ich verstehe es nicht. Findest du Ballerina Cappuccino nicht lustig? Tun, sauer. Was ist das? Bro, aber es ist Brainrot. Nein, das ist eine völlige Verblödung, aber irgendwie ist es lustig, es ist, keine Ahnung. Es ist immer so ein Verblöden. Also so. Ja. Was gibt es sonst noch für TikTok-Trends? Eigentlich kannst du, also... Brainrot sagst du? Ja. Italian Brainrot. Tung, sauer. Ja, ich würde sagen, Brainrot fuckt mich schon sehr ab im Moment. Okay. Ja. Fair. Das ist schon das Schlimmste im Moment. Der geilste finde ich auch im Moment der Backfisch. Backfisch, frischer Backfisch. Der ist super. Ja. Der ist wirklich super. Also, das war deine erste Frage? Tatsächlich schon, ja. Die war harmlos. Ja, das ist voll okay. Also, ich scrolle. Also, fährt wieder an. Bist du dran? Stopp. Schon mal so getan, als würdest du was? Schon mal so getan, als würdet ihr etwas verstehen, aber komplett lost gewesen. Ich habe natürlich ihn gefragt, dass er uns so zusammen eine Frage stellt, aber sagen wir mal, er ist schon mal so etwas da, er ist schon mal so da, als würdest du voll etwas checken, aber du bist so voll nicht rausgekommen. Ja, also ich glaube wissentlich nicht im Fall. Also ich glaube, ich habe noch nie irgendwie gesagt, boah, ich komme da voll draus, ich check das voll. Und hinten dran weiss ich eigentlich, dass ich es nicht kann. Weißt du? Also kann ich, wenn ich etwas nicht gut kann, dann sage ich das. Also aber so verstehen, wo du so voll denkst, also so, wo du voll jemandem so zeigt hast, jo, ich komme da voll draus. Aber das ist wie so das eine Meme da. In dieser Klasse habe ich 1 Jahr lang Englischunterricht gegeben, obwohl ich gar kein Englisch kann. So etwas. Nein, ich glaube nicht, Bro. Es will mir nicht in den Sinn kommen. Nicht. Also vor allem nicht in dem Ausmaß, vielleicht etwas Kleineres irgendwie. Von wegen, dass irgendwie etwas Kleineres Gefühl hast, ja, du kommst jetzt voll draus. Oder irgendwie denkst, boah, der Spieler... Also einfach, kann ich, wenn du falscher... Ja, das ist ein blödes Beispiel, wenn du irgendwie voll... Wenn wir jetzt irgendwie am Streiten sind oder so und ich sage dir, nein, der und der Spieler hat bei dem und dem Verein gespielt und du sagst, nein, der hat bei dem und dem Verein gespielt und dann bin ich falsch, weißt du, das ist ja... Also das vielleicht, ja. Aber das ist ja nicht etwas beibringen oder so. Ich muss auch überlegen, ich glaube, ich habe das auch nicht. Also, mich hat immer abgefuckt, wenn so volles Gesprächsthema gerade so etwas ist, wo ich nicht drin bin, so ein bisschen. Und dann probiere ich immer so ein bisschen mitzureden und merke, ich habe echt total keine Ahnung. Und das ist ja, so, aber das ist auch nicht das, was die Frage eigentlich Dings hat. Aber ja, das verstehe ich. Also von dem her, nein, ich glaube nicht im Fall. Ja, ich auch nicht, also... Ich wüsste jetzt nicht was.
Ja, Ja, okay, machen wir weiter. machen wir weiter. Also Niklas. Ich habe in letzter Zeit hure für so Sprachfehler. Ja. Also verspreche mir die ganze Zeit irgendwie so. Gestern sind wir so im Auto gewesen, oder? Und dann haben wir halt so Witzli hinter, also so ein bisschen erzählt, oder? Ja. Und das heisst ja Pointe, oder? Und ich habe irgendwie Pointe gesagt. Also Pointe. etwas, weißt du, so Ja. Ja, kann ich, kommt vor. Ja. Gibt's bei mir auch. Ja, ja. Also erzähl mal. Also ich bin am Scrollen, du sagst, ja. Stopp. Was würdet ihr tun, was würdest du tun, wenn du einen Tag im Körper deines Podcast-Partners wärst? Das heisst, du bist einen Tag in meinem Körper, Bro. Was würdest du machen? Pause. Ja, was soll ich anders machen? Ja, klar, ich weiß es nicht. Das musst du mir jetzt sagen. Das ist mir zu privat. Nein. Ich habe ja wahrscheinlich alle Eigenschaften von dir. Also so. Das Mindset ist mein eigenes, aber ich habe alle so körperliche Eigenschaften von dir. Heisst, ich bin gut im Shooten. Nein, das sieht jeder so, wie er es nicht hat, ja. Ja, also einen Tag. Ja, gut, ja. Ich will mit dir, du wärst ja dann in meinem Körper. Aha. Ich würde dann sagen, komm, wir nehmen jetzt eine Fußball-Challenge auf. Okay. Oder ich spiele FIFA gegen dich. So etwas. So checkst. Oh mein Gott, das ist aber ein guter Call. Ja, da kann ich endlich mal beweisen, dass ich es eigentlich gut kann. Aber du bist in meinem Körper, da denken die alle, ich bin's. Und dann bringst du dir ja nichts. Ja. Wenn du mich in meinem schon, Körper im gut. Fußball auseinander nimmst. Ich bin dann auch nicht spät. Plötzlich bist du spät. Ja. Hey, aber das wird jetzt besser. Ja, 3 von 50. 3 von 50. Liv hat gesagt, das, was der Tim gesagt hat, zählt. Na ja, gut. Weil das ist ein Video, das beweisen ist. Ja, der Joris ist gestern nicht mehr so ansprechbar gewesen. Von 1 bis 10 ist von 1 bis Bier ist er Er ist Bier gewesen. Kübel gewesen. Er ist Kübel gewesen. Nein, ja, ich will so etwas machen. Einfach so Zeug, wo ich halt wie jetzt Eigenschaften habe. Ich meine, ja, was willst du, was soll ich sonst machen in deinem Körper? So, Aber kann ich. so also Autofahren will ich schon mal nicht. Du bist ein Wichser. Ist noch schwierig. Aber das, was du eigentlich gesagt hast, ist eigentlich easy. Ja. Sag dir ehrlich. Ich will es so voll ausnutzen, wo du einfach besser bist und dann das auf Video festhalten. ja, irgendwie Okay. so. Und dann kann ich im Nachhinein sagen, ey, das bin ich gewesen, weil du ja, so etwas. Okay. Ja, nein, das ist gut. Das ist wirklich... Das ist Das ist gut überlegt. so gottlos sind die Fragen nicht einmal. Nein, es geht eigentlich voll bis jetzt. Ja, vielleicht kommt es noch. Voll. Bist du am Scrollen? Yes. Stopp. Wem aus der Runde würdet ihr niemals euer Haustier anvertrauen? Warum? Ja gut. Ja, nein, das ist eine Scheißfrage. Ja, mach nochmal eine. Also das ist nicht der Das Joker. war kein Joker. Ja, gut. Gewesen. Aha, ich muss... Stopp. Welche Essenskombi findest du geil, aber niemand sonst? Ich hätte einen guten. Also, wo du über mich weißt, oder wie? Nein, aber über mich. Bei dir. Welche Essenskombi finde ich geil, die nicht jeder geil findet? Okay. Also ich bin sowieso ein sehr, sehr picky Eater, das wissen wir ja mittlerweile. Das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Ja, ich probiere mich zu bessern. Ich probiere immer wieder Neues. Der Sommer ist mal etwas anderes als Pizza Margherita Deal. Boah, das geht unter die Haut, gell? Bro, der hat noch nie etwas anderes als Pizza Margherita gegessen, als andere Oh, Pizza. ich muss ja nichts anderes haben, Pizza Ja, aber Margherita Bro, ist das geil. musst du mal probieren. Nein, ich will gar nicht. Wieso? Nein, Bro, ich muss nicht. Pizza Margherita ist shit. Aber komm, einmal musst du was probieren. Ja, wir schauen, vielleicht. Wenn ich gerade gut drauf bin, sage ich mir vielleicht, boah, so eine andere Pizza tut es mir jetzt auch an. So eine Steak-Pizza. Eine Steak-Pizza? Ja. Es gibt Leute, die so Rindfleisch grilliert aufs Pizza drauf tun. Schon? Nee, dann kann ich lieber meine Margherita. Zwiebelpizza, so Zwiebeln, Bacon. Das ist ja geil. Jetzt
Tia Teresa, so Zürich. Weißt du, wie geil ist das? Ja. Das ist wirklich geil. Ja. Bei Pizza gibt es keinen Spaß, Niklas. Da geht nur Margarita. Ich habe vorhin überlegt, ob ich meinen Account soll Pizza.Margarita nennen. Die gibt es safe schon. Nein, der hat es nicht gegeben. Was? Der hat es nicht Ja, gegeben. dann claim den. Ich kann wählen, aber nein. Mach nochmal einen Account, claim den einfach. Wegen. Und dann postest du immer ein Bild, wenn du Pizza Margarita isst. Boah, das wäre tough. Das wäre tough. Mit einem Rating unten dran. Ja. Boah, tough. 8 von 10. 2 von 10, Lidl. Lidl. No front an Lidl. Ihr macht geile, also wirklich gut und günstig, wirklich. Schon? Also, ja. Also Backofen-Pizza? ja, es langt voll. Okay. Ist geil. Ist zwar fett, nasty, aber es ist geil. Okay, gut. Das nasty ist so. Ja. Aber geil. Lidl, irgendwann Partnerschaft. Also for real. Lidl bin ich, weißt du, geil. Also was mir gerade in den Sinn kommt, das mache ich aber jetzt auch nicht mehr. Das ist, wo ich früher war. Dann meine Fam hat immer so... Boah, wie hat das geheißen? Weißt du, so... Es ist halt wie ein Sandwich in dem Sinn. Toasteter Toast, Schinken, Käse, weißt du, so... Es hat halt einfach so einen Toast, weißt du, einen Toasteter. Und ich habe das früher halt nie gegessen. Und dann habe ich einfach so einen Toasteter Toast genommen und mir Ketchup drauf geschmiert und das gegessen. Einfach so leer. Also das ist das, aber das mache ich jetzt auch nicht mehr. Aber es geht. Das ist jetzt nicht so nasty, aber gleich. Also meine Mutter hat mir früher auch immer Sandwiches gemacht mit Schinken und dann als Soße Ketchup. Ja. Ist okay. Aber ich habe die wilde Kombi. Hause. McFlurry Pommes. Boah. Das ist so geil. Das ist so geil. Nein. Doch, das ist wirklich, das ist der Shit. Niklas. Das ist wirklich gut. Salz mit so süß, es ist, boah. Ja. Ich lasse es so stehen. Oh mein Gott. Das war ja deine Frage gewesen. Ja, weiter im Text. Also ich kann nichts so... Also ich wüsste jetzt wirklich nichts, aber ich esse sowieso fast nichts. Von dem her, ja. Du ernährst dich von Luft. Ja, ich bin dran. Du bist dran, hä? Also... Ich bin am Scrollen. Stopp. Mann, das ist so ein Scheißfrage. Welches Geräusch machst du heimlich gerne? Welches Geräusch? Wir haben so 3 Leute bei uns im Büro, die ganze Zeit so komische Geräusche machen, so aus dem Nichts. So, der Fabio macht immer so Zzz. So. Der Tim macht immer so das das, wenn er sich aufregt. Ja. Ich mache gar kein Geräusch. Was mache ich für Geräusch? Also ich pfeife manchmal einfach so ein bisschen. So. Okay. Also. Ja. Also, ja, wenn ich aber Geräusch mache, es ist Geräusch, also wenn ich das Geräusch mache, dann pfeife ich. Mache nicht so Brainrot-Geräusch. So Ich mache amigs so Schon. Das mache ich amigs so So das Grrr. So zzz. Mach ich nicht. Warum? Aber weißt du, wo kommt das? Grrr. Weißt du, wo kommt das? Das kommt von... Kennst du Clash Royale? Aha, ja. Das kommt von dem König, der da ist. Und dann kannst du so in die Mode spammen und dann macht er so Grrr. Ja, ich mache kein Geräusch. Also, wenn ich Geräusch mache, dann pfeife ich einfach. Also wirklich so komische Lieder. Don't worry, be happy und so Zeug. Und das das ist halt einfach... ist halt einfach so ein goofy-ass Soundeffekt irgendwie. Ja gut, der Tim wenn der Tim sich aufregt, dann macht er halt so ein so, weißt du, Ja. so Mann, so, weißt du, Ja. so immer so das A voll lang ziehen, so. Ja. Nein, ich mache kein Geräusch. Okay. Ich bin da voll der Ja, Pfeifer in der ich auch Runde. nicht. Der Pfeifer. Der Pfeifer. Also, Stopp. was steht auf deinem Grabstein, wenn dein Humor entscheidet? Boah. Boah. Also meine Art von Humor, oder wie? Das ist einfach so Sprüchli. So Sprüchli. Ja, aber Sprüche ist jetzt schwierig so aus dem... Oder so, ja, so, auch über etwas. Ich finde das Sarkasmus manchmal ganz lustig. Ja, Ja. Ich will glaub das draufschreiben. Sarkasmus. Ja, ich will glaub schon. Sarkastisch, langnasig, langlebig. Genau. Lang.
Oh Mann. Nein, mir wird Sarkasmus draufstehen. Weil so gottlose Jokes mache ich gar nicht. Also Sarkasmus oder einfach, ja, also, das ist ein Satz, keine Ahnung, so ein Witz. Dann kannst du den Witz von Thomas Müller nehmen. Mit dem Kuchen. Der ist für nach die Beerdigung. Ich hab für meinen Abschiedswitze gesucht, habe keine gefunden. Und dann lande ich in der Rubrik Beerdigung. Oh, der Thomas. Wir müssen jetzt schon. Obwohl er noch Club-WM spielt, so weißt du. Er ist ja noch nicht fertig. Ja. Ja, aber nein, ich würde Sarkasmus nehmen und in so einen Spruch ich kann ja draufschreiben, irgendwie so. Und der steht schon wieder auf. Das ist doch gut. Ja, irgendwie so. Der, wo ich letztens gesagt habe, da, wo wir auf Zug gefahren sind, der ist auch gottlos mit dem Friedhof. Ja. Das sagen wir jetzt nicht. Aber nein, weißt du, solange es mich betrifft, ist okay. Aber wenn es andere betrifft, würde ich es nicht sagen. Nein. Voll. Also. Dein nächster, ja. Mein nächster. Jetzt kommt schon der vierte, Alter. Aber ich habe gesagt, das geht schnell. Er hat so, ja, jeder 5 und dann sind wir fertig. Wir sind erst bei 20, also 20 Minuten schon. Also, ja, also länger machen wir schon noch. Ich bin dran. Stopp. Ich muss eine andere, die Frage hast du schon vorhin schon gehabt mit dem Essen, mit der Kombi. Okay. Warte, ich scroll nochmal. Geil. Ich bin dran. Stopp. Was ist das weirdeste Essensverhalten, das ihr habt? Also Essensverhalten, was stufen wir unter Essensverhalten ein? Also so... Mechanik, wie du isst halt. Kannst du dir so die Mitternachtssnack, wenn du so Mitternacht mal so ein bisschen einfach nur Lust hast, etwas zu essen, dann gehst du so in den Schrank rein, dann siehst du so Toffifee-Verpackung. Das ist so ein bisschen das Verhalten, wo ich jetzt gerade nicht so... Also es fühlt jeder, das macht gefühlt jeder Typ. Oder ich kenne jemanden, der immer so in der Mikrowelle Nudeln aufwärmt. Schon? Das geht. Okay. Ich habe keine Ahnung wie, aber es geht. Aber so ungewöhnliches Essen, ja, ist halt schon die Mitternachtssnacks so. Ja. Oder so, wenn du manchmal so unterwegs bist, so mit dem Auto, und dann fahrst du an einem Mac vorbei. Manchmal habe ich das so, ja, jetzt ein McChicken wäre schon geil. Ja gut, wenn wir unterwegs sind, landen wir spätestens irgendwann in einem Mac. Gestern sind wir tatsächlich nicht im Mac gelandet. Nicht? Nein. Okay. Wir haben gesagt, nein, wir gehen jetzt nochmal nicht im Mac. Aber bei mir eigentlich in 8 von 10 Fällen landen wir irgendwo in einem Mac. 9 von 10. 9 von 10 sogar. Aber das ist, glaube ich, wahrscheinlich bei huere vielen so. Ja, ist immer so. Bro, wenn du umeinander fährst und nicht weißt, was machen, gehst du halt irgendwie in den Mac und hast etwas Kleines so. Ja, und du hast halt den cool hocken und reden. Ja. Also, dort kommen immer die besten Gespräche so. Ja, wirklich. Also am Morgen um 2 Nuggets reinhauen, das ist, ich glaube, das ist so das Ungewöhnlichste. So. Ja. Es ist eigentlich schon gewöhnlich mit der Zeit geworden. So ein bisschen. Aber nein, ich weiss, was du meinst. Ja, so ungewöhnliches Zeug. Ja, aber die Midnight Snacks, dann halt immer die Mc's-Touren oder BK-Touren, nachdem. Und sonst so, ja, einfach so random, so aus dem Nichts, einfach, du hast ja echt die 3 Mahlzeiten, so morgens, mittags, abends. Ja. So, und dann gibt es noch das 4 und das 9. Ja, alles danach ist halt so, ja. Ja, nein, ich weiss, was du meinst, was du meinst. Ja, gibt jetzt nichts Spannendes eigentlich in dem Thema. Ja. Jo. Ja gut, die Rubrik Essen, die er uns da gibt, ist jetzt auch nicht wirklich das Spannendste, also, wenn wir da mal ehrlich sind. Nicht so spannend. Also. Ich scrolle. Stopp. Was würdest du machen, wenn dein Crush dein Handy bekommt? Also. Oh, das weiss die Frage, ja. Ja, brutal, das weiss ich. Hä, ja, nein, nicht. Also, hä? Sicher? Du darfst alles lesen. Ja, ich wüsste jetzt nicht was. Okay. Gut. Also ich bin jetzt wirklich am Überlegen, also...
Ja, also es gibt vielleicht schon Sachen, die ich jetzt nicht so geil finde, wenn man da jetzt gerade instant schauen, weißt du? Irgendwie so in Familienchat oder so, weißt du? Ja, das ist also das finde ich auch harmlos, aber so... Also ja, nein, weißt du, Also ja, aber... es ist ein gutes Thema. Ich finde einfach, also, wenn ich jetzt eine Partnerin hätte oder einen Crush, da alles wirklich. Ja, aber das ist bei mir auch so. Ich finde es einfach scheiße, wenn es dann darum geht, sie nimmt das Handy so, oder der Partner nimmt das Handy in einem Moment, wo du jetzt pennst oder so und geht heimlich schauen. Das finde ich dann nicht okay. Ja, das fände ich schon auch nicht nice, weißt du? Aber da muss man halt drüber reden. Also aber ich habe nichts zum Verstecken. Also mir aus kann diejenige alles lesen, was sie will. Ja, mittlerweile ist es ja. Okay. Also früher bin ich wirklich, muss ich wirklich sagen, ich hasse es, wenn andere Leute mein Handy haben so. Also einfach so in der Hand, ich bin wirklich immer so, ey, du kannst jetzt alles damit anstellen, was du willst oder so. Und mittlerweile so, ey, da nimm. Ja. So, ja, juckt mich wirklich nicht. Ja, also ich habe nichts zum Verstecken, also Nein, alles easy. Gut. Da bin ich wieder da, jetzt die Yes. 5. Frage schon. Sicher. Ja. Stopp. Nein, ich bin noch nicht ganz fertig. Wir sind in die Podcast-Folge gestossen. Was? Hast du sie overrated oder geil genannt? Ja, das ist ja genau das Gleiche. Nein. Aha, so, ja, sorry, ich war gerade los gewesen. Ja. Also, wie im Text. Das ist mir gerade nur angezeigt worden, darum. Ich bin am Scrollen. Stopp. Welche Körperhaltung habt ihr im Schlaf? Peinlich oder gefährlich? Fragezeichen. Das ist eigentlich eine lustige Frage. Oh nein. Niklas. Was? Ja, einfach, du liegst halt. Ja. Aber bist du ein Seitenschläfer, ein Rückenschläfer, ein... Also, ich weiß nicht, wie Leute auf dem Bauch können schlafen. Also, Mache ich zum Teil. nein, ich kann nicht auf dem Bauch pennen. Das geht nicht. Ich bin totaler Seitenschläfer. Schon. Es gibt nur für mich links und rechts auf der Seite. Es gibt auf dem Rücken, finde ich überhaupt, also wer auf dem Rücken so wie in Minecraft so kann liegen, ich weiß nicht wie. Also ich könnte das gar nicht. Ja. Ich muss wirklich seitlich und immer so ein Küsschen oder eine Bettdecke unter, Schon. so zwischen dabei. Ja, genau so. Ja. Okay. Nein, ich kann eigentlich relativ alles pennen. Also ich schlafe auf dem Bauch zum Teil. Auch da hast du halt den Kopf so ein bisschen abgedreht. Dann auf dem Rücken geht auch und seitlich geht Also auch. Bauch kommt immer ein bisschen drauf an, aber ich bin ja Seite eigentlich. Ja. Ja, nein, bei mir geht eigentlich alles. Also ich habe da keinen so richtigen Favorite in dem Okay. Sinn. Nein, ich muss seitlich. Ich muss unbedingt. Schon. Ja, ich muss seitlich. Das ist. Sonst geht nichts. Stopp. Was ist die unsexyste sexy Nachricht, die du je gelesen hast? What the fuck? Hä? Die unsexieste sexy Nachricht? Ja, also wenn jetzt dir jemand etwas geschrieben hat, was sollte sexy sein, aber es ist so überhaupt nicht sexy sein, sondern so cringe. Ja, Bro, was soll ich sagen? Ich habe noch nie so etwas bekommen. Was soll ich da sagen? Okay, andere Frage. Bro, ich bin offen und ehrlich. Also ist es schon so richtig Dirty Talk-mässig gewesen, oder die Frage? Ja, Aber ja, von dem her, nein. Stopp. wäre Nationalhymne ballert eigentlich gar nicht, what the fuck? Was? Wenn jetzt du sagst, die Deutsch, dann Rasti. Boah. Ich habe die Nationalhymne nicht lange im Kopf. Also die Schweizer ist natürlich super, natürlich. Ja. Die Das ist schön, schön. italienische ist auch gut. Ich finde halt, also ich kann jetzt nicht eine sagen, aber ich finde halt Nationalhymnen, die keinen Text haben irgendwie, finde ich halt schon, Gibt's das? das gibt's. Okay. Das gibt's. Ich würde halt einfach die sagen, also tut mir leid, falls ich da die Ballert gar nicht. die Nationalhymne nicht weiss, aber die finde ich halt nicht so krass, weil eben, sie haben keinen Text. Welche? Aber ich weiss nicht, von welcher Aha, Nation, aber es gibt's. also. Es gibt's. Okay. Ich würde das sagen einfach. Ist gut. Was ist denn eine random Frage? Keine Ahnung, so aus dem Nichts. Frech und oberflächlich.
Ja, da bin ich wieder da. Hier gibt so eine Frage, was ist die langweiligste Person, die ihr je getroffen habt? Und Oh mein Gott. Der Rico. Ja, dann ich has. Hey. Stopp. Was ist das absurdeste Kompliment, das ihr je bekommen habt? Boah, absurdeste. Ja, also ich bekomme also selten Komplimente über. Das letzte Kompliment war wegen meiner Deutschlandjacke. In Berlin? In Berlin. Ja. Aber nein, letzten Sonntag bin ich einen Schiri-Match schauen. Also bin nur zum Match gegangen wegen dem Schiri, weil ich den kenne. Und dann habe ich auch die Deutschlandjacke angehabt. Und hat er mich auch auf die Jacke angesprochen. Ich habe gesagt, coole Jacke. So der Wurstfachverkäufer da. Der Grillmeister da. Der Grillmeister, der hat eine Wurst verkauft da. Was habe ich genommen? Habe ich Pommes genommen? Ich habe Pommes genommen, aber der hat halt auch Wurst gekriegt. Ja, der. Aber ja, sonst absurd. Ja, so hat mir jetzt keiner gesagt, du hast eine schöne Nase. Ja. Das ist bestimmt die Nase. Bro. Ja, machen wir so. Ich schäme mich nicht für meine Nase. Ich habe eine super Nase. Der chinesische. Langgezogen. Weiter im Text. Absurd. Kennst du das absurd? Was für ein absurdes Kompliment würdest du mir geben? Will ich dir jetzt geben? Absurd. Bei dir ist es einfach. Lass mich raten, es hat mit der Nase zu tun. Ich würde dir wahrscheinlich, also ich weiß nicht, dass es ein Kompliment ist, irgendwie schon. Ich würde einfach sagen, so, das Ganze, das ist verdammt komisch zu sagen, aber weißt du, so, dein ganzer Lifestyle so passt voll zu dir als Person. Schon. Ja, schon. So wie du dich anleitest, so welches Auto du fährst, was deine Hobbys sind und so, das passt irgendwie voll zu dir. Also klar, das bist ja du, aber weißt du. Das ist ja bei dir das Gleiche. Ja, Ja. aber absurdes Kompliment, das kommt mir jetzt nicht in den Sinn. Nein, mir glaube ich keine. Also, so schwer ist es mir. Also. Du hast schöne Ohrenläppchen, Bro. Danke. Nein, aber weißt du, keine Ahnung. Fang sie mal an. Ja, danke. Nein, bitte. Also von Rico, schöne Ohrenläppchen. Danke, Bro, danke. Ja. Alter, was sind das für Ass-Fragen? Ja, im Moment ist gerade wirklich eine Durststrecke. Stopp. Schon mal laut auf dem WC telefoniert und es vergessen, dass du auf dem WC bist? Nein, also in der Öffentlichkeit meide ich sowieso zu telefonieren auf dem öffentlichen WC. Imagine. Stell dir vor! Du bist so in einem Club und du bist so voll am Telefonieren. Auf dem WC. Nein, also... Wir haben das, glaube ich, alle, wenn man auf dem WC ist und da am Handy ist und dann irgendwie, dann ist man jetzt so 10 Minuten und dann, ja, dann muss man ihn eigentlich fertig machen, oder? Das gibt es, glaube ich, bei jedem. Ja. Aber ich glaube, so telefoniert, klar, auf dem WC habe ich auch schon telefoniert daheim. Das ist, Ich meide es im Fall. also ich habe es auch schon gemacht. Also früher, ja ich auch, aber so früher so in der Primar halt mit dem iPod, dann hast du halt auf alles geschissen, dann hast du das halt gemacht. Ja. Ja, aber heutzutage würde ich es jetzt auch nicht mehr, also ist es auch nicht meine... Aber wenn mir jetzt, also wenn ich bin, mit dem Handy bin ich auf dem WC. Ja. Und manchmal schreibe ich auch viel auf dem WC, so. Ja. Aber wenn mir jetzt jemand schreibt, ey, kann ich dir anrufen, dann sage ich, nein, 5 Minuten. Weil dann möchte ich erstmal... Ja, klar. Aber ich sage zum Beispiel, wenn ich auf dem WC bin und du rufst mir an, Bro, dann nehme ich halt schnell ab und sage, ey, was ist los? Ich nehme im Fall nicht ab. Ich nehme schon ab und sage, was ist los und so. Also nicht, wenn ich gerade voll dran bin, also... Aber, ja. Ich meide es wirklich. Alles. Ich kann das nicht. Vor allem nachher hörst du so einen Hall. Weißt du?
Meistens ist es voll der Hall. Ja, ja. So, weißt, und dann denkst du so, nein, ich will nicht, dass der andere den Hall sieht. Dann denkt ich bin vom WC, so weißt du. Nein, Also klar, ja, bei dir wäre es jetzt so egal, aber ich meine es trotzdem, mir ist das einfach unangenehm. So. Nein, also bei irgendwelchen anderen Personen würde ich es jetzt schon nicht machen, aber weißt du, bei dir zum Beispiel, Bro. Du nimmst so ab, so das Geschäftstelefon, und der kleine Kunst gehört so. Hall. Ja, und du hörst so einen Hall. Und du hörst so ein Psch wegen der Spülung. Also. Nein, aber eben so Moment, ich muss eine Hand waschen. mit den ganzen Ängsten, weißt du, auch mit dir oder so. Ja, das geht schon, aber auch dort mache ich es nicht. Also, wäre es jetzt wirklich Notfall, du würdest mir schreiben, hey, nimm jetzt ab und ich bin da voll dran, dann würde ich schon abnehmen. Aber wenn jetzt mir anruft, ich auf den Schuss und das ist eigentlich gerade ne, dann ne. Ja. Jedem das seine, hä? Yes. Also, weiter im Text. Stopp. Was ist das Schlimmste, was ihr je in eine Story gepackt habt? Also Instagram-Story. Machen wir Insta. Ja gut. Snapchat-Story. Also was ich halt so jetzt im Nachhinein so verdammt cringe finde, kannst du die Zahl gegen Meinung? Ei. Du schreibst eine Zahl und der andere muss eine Meinung schreiben. Ja. So etwas finde ich, vor allem es ist so, es ist schon lustig, so, wenn du es unter den Kollegen machst, wenn jetzt, sag mal so, das funktioniert super und ist nicht nervend, wenn alle in der Gruppe, also wenn du jetzt, sagen wir mal, auf Snap nur Leute hast, mit denen du wirklich immer snappst und es gibt keinen Kontakt, mit dem du nicht snappst. Weißt du, wenn du snappst, hast du ja Kontakt, wo du einfach hast, aber nicht snappst damit. So, würdest du es nur mit denen das machen, die halt mit dir auch snappen, dann ist es lustig, aber so öffentlich, wo das jeder sieht, oder auf Instagram auch, mit dem Telonym früher. Ja, Bro, ich hätte jetzt also etwas gesagt, oder eben die so, Telonym-Sachen zum Beispiel. Oder da, wie gern habe ich dich? Ja. Und dann mit dem Schieberegler. Oh mein Gott. Und dann tust du so die Screenshots rein, dann hast du so 10 Screenshots und dann so, das ist einfach so, also das würde ich nicht mehr machen. Ist mir heutzutage sehr unangenehm, wenn ich das wieder so sehe im Archiv. Ja, mir auch. Was ich auch ein bisschen muss sagen, ich habe ja früher gefühlt alles postet, was Bayern postet hat. Ich habe jedes Ergebnis postet, jede Aufstellung. Ne? Oder jetzt, hey, heute ist wieder Bundesliga, ich freue mich. So, das würde ich jetzt auch nie wieder mal klar. So, wenn jetzt das Champions League Final gewonnen ist, dann poste ich das. So. Ja, klar, das ist aber auch etwas anderes. Oder wenn da jetzt Deutschland gegen keine Ahnung was, Spanien gewinnt und so. So. Ja, oder wenn jetzt eine Legende retired, dann machst du es. Aber so, ich habe ja wirklich früher also auf Snapchat bin ich sehr extrem gewesen. Ich habe wirklich, wenn so Spiele sind, so Bayern-Hoffenheim und Thomas Müller hat das Goal gemacht zum Ausgleich, habe ich das Film vor dem Fernsehen in die Story gepackt. So, so mache ich nicht mehr. Ja. Aber fair. Nein, so Telonym-Geschichten würde ich jetzt auch nicht... Also so eine Kollege würde es immer noch machen, aber so öffentlich nicht mehr. Also ich würde das wieder auf dem Privataccount würde ich das machen. Weil dort folgst ja nur Leute, oder folgen dir nur Leute, die du akzeptiert hast und mit denen du cool bist. Ja, Bro, aber willst du jetzt noch in deinem Alter... Bro, wie gern habe ich dich? Ja, das doch. Das ja, aber Telonym ist doch lustig. Ja, gut. Ja, fair. Also fair, wenn du ein Thema definierst, nicht einfach so schreibet rein, sondern einfach definiere ein Thema und ich will es am Schluss aber noch auflösen. Also es ist dann anonym, oder? Dann postest du das rein von mir aus, die anonymen Sachen. Dann gibt es ein Ratespiel, wer hat was gesagt und am Schluss gibt es Liste, wer was gesagt hat. Das ist cool. Das wäre lustig, cool, das wäre lustig. So ist Telonym cool. Aber so ganz öffentlich... Also öffentlich, ja, macht mal so. Ja. Oh, ich habe dich einfach hure gern, aber ich traue mir nicht, das zu sagen. Nachher schreibst du so, fragst du halt, wer das ist, oder? Bekommst du nie eine Antwort über, so, ja, okay, danke, melde dich halt nie. So, ja, das ist doch so. Ja. Ja, weiter im Text. Gut. Stopp. Wenn ihr eine Doku über euch hättet, wie hieße sie? Matt Kaplinski. Der Geologe Matt Kaplinski. Von der Universität Flagstaff Canyon.
Ein Doku. Rico, wie heißt Doku. sie Doku? Kennst du Timon und Pumba? Ja. Von Lion King da. Mhm. Manchmal denke ich, das können wir sein. Ich weiß, hast du schon mal gesagt. Ja. Die Doku. Timon und Pumba in Real Life. Nein. Keine Ahnung, ich könnte etwas Lustiges nehmen. Über dich, also jetzt ein Doku-Name über dich. Über mich? Also du musst ja selber, also aha, ja, klar, ja. die Frage ist an uns beide, aber also, ja. Ich kann auch überlegen, wie du könntest ein Doku Boah. Das ist schwierig. sein. Warte. Ja, hey, also so interessant, also weißt du, so interessant ist jetzt mein Leben nicht, dass ich da eine fette Doku muss haben, von dem her, vor allem, was hat so einen coolen Titel? Riechend zum Ziel. Den richtigen Riecher gehabt. Ja, aber nur fast. Nein, hey, keine Ahnung, also Ach komm, jetzt bist du mal ein bisschen kreativ. ja. So langweilig kann doch dein Leben nicht sein. Nein, es ist ja nicht so langweilig, das schon nicht. Aber ich bin gerade so über Oder vielleicht schon. Ich muss aber auch überlegen, was könnte so bei mir sein. Aber gell, es ist nicht so einfach. So meine Lebensphilosophie ist ja einfach immer noch einfach machen. Und ich glaube, das wäre einfach so mein Titel. Einfach machen. Schon. Ja, Niklas, der einfach machte. Ohne zu überlegen, was manchmal dumm ist, aber manchmal ihn viel weiterbringt als, ne? Mhm. Ja. So ist etwas Lustiges. Keine Ahnung. Bro, ich weiß es wirklich nicht. Das ist eine andere Frage. Bro, ich kann es nicht beantworten. Ja, komm, dann mache ich Joker, weil ich kann es wirklich nicht sagen, so Gut. aus dem Ding. Falls mir noch in den Sinn kommt nachher, dann sage ich es, aber... Stopp. Was wäre euer Cringe-Slogan als Politiker? Also etwas wie mit was jeder Politiker, also Aha, ja, ich weiß schon. so was das mit Trump zum Beispiel mit We will make America great again, Make so America etwas great again. Cringe-Slogan. Also- Schweizerdeutsch for President. El Toni, Boah. Was können wir machen? We will make El Toni greater. Wir sind schon recht Ja. langweilig. Ja, im Moment lässt unsere Kreativität gerade recht nach. Wer hat den toxischsten Humor? Von uns beiden. Wenn wir das können wir Ja, beantworten. dein Humor ist einfach gottloser. Ich weiß. Ich weiß. Ja, mach noch mal etwas anderes, bitte. Also. Welcher Social Media Filter sollte nie erfunden worden sein? Boah, der Hund. Oh mein Gott. Der Snapchat-Hund. Der ist Bro, schlimm. der gewesen. ist ganz schlimm gewesen. Bro, der Snapchat-Hund ist krass, Das ist krass crazy. gewesen. Gibt es den überhaupt noch? Den gibt es sicher noch. Aber, Junge. Ja. Der und allgemein Filter. Weißt du, so. Also Goofy-Filter. Ich finde, du musst unterscheiden, wenn du den Filter so zum Spaß brauchst, wie du und der Joris gestern, dann ist es etwas anderes. Ja, aber jetzt so normale Filter, so, es gibt ja viele Leute, die so mit der Haut von sich selber nicht zufrieden ist. Und dann gibt es ja Filter, wo einfach so alles ein bisschen glättet. Aha, ja, das ist irgendwie nicht. Bro, du dein Selbstgefühl wert, du das Ja. einfach pushen, du das einfach Ja. schauen, dass du das wieder besser anbringst und dich nicht vor Filter musst verstecken. So. Weißt du, welchen finde ich mittlerweile auch schlimm? Der Boomerang von Insta.
Der Boomerang. Weißt du, der, wo so macht mit dem Handy? Weißt du, wenn du ein Foto machst, nachher macht er so. Aha. Ja, okay, ja. Den finde ich mittlerweile auch ganz schlimm. Es kommt darauf an, wie man ihn einsetzt, ja. Das ist ja so. Aber ja, ich will so... Der Hund ist schon schlimm. Der Hund Sag ist dir ehrlich, wirklich... der Hund. Gang ich mit. Vor allem, imagine, also, wo der Hund ja so im Haus war, sind wir ja noch jünger gewesen. Aber stell dir mal vor, die Leute, die älter waren und den Hund gebraucht haben, so in unserem Alter. Stell dir vor, du bist 20 gewesen und postest eine Snapchat-Story mit dem Hundefilter. Bro. Ist das so? Ja. Du hast die Zunge rausgestreckt und Oh mein Gott. und dann hast du es nicht mal extra gemacht. Manchmal hast du ja nur das Maul aufgemacht Ja. und schon das... Kauf dir einen Hund, wenn du das Schlecken willst sehen oder das hören. Aber mach einen Filter. Räudig. Ja. Oh. Mann, der Soundeffekt hat mich auseinandergenommen. Ja, gell? Ja. Also, nochmal zum Thema Soundeffekt. Ja. Wenn ich Geräusche mache, dann tue ich sie gerne nachahmen. Okay. Ja. Ja, nächste Frage. Ich bin da. Machen wir noch jeder 2. Ja. Also jetzt ich 2, du 2. Sag Stopp. Stopp. Welche Pose beim Selfie ist bei euch komplett verboten? Ja, was heißt verboten? Das ist doch keine Scheißfrage, oder? Also verboten. Ja, aber Scheißfrage. Boah, ich hätte einen lustigen im Fall. Ja, komm. Ich hätte einen lustigen. Mach. Welcher Song killt jede Stimmung im Bett? Also stell dir mal vor, du bist so am Akt. It's a rainy man. Nein, es ist schlimmer. So deutsche Schlager kommt schon böse. Ich glaube, es geht schon wieder los. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Alter, so etwas. Oh. Oh. Das könnte bei dir noch vorkommen. Also wirklich, das wäre so ein Kombi, der nie würde passen. Nein. Also klar, also schau, in Mallorca wird das ja gemacht wie Sand am Meer, so das. Und vielleicht hört man dann halt, wenn das Hotel näher, also an der Schinkenstraße ist und so, hört man vielleicht die Musik. Schau das geht aus an die im THB Niagara immer wohnen. Das ist das Hotel, was gerade gegenüber vom Bierkönig ist. Ja. Das kann ja vorkommen, dass man dann so etwas hört. Aber Bro, so wenn du daheim bist, also so wirklich daheim und plötzlich sagst du dann so, hey, ja Siri, tu mal da ein bisschen, Mach mal ein bisschen Musik. mach mal ein bisschen Kuschelmusik an und dann kommt so, oh, ich bin schon wie... Weißt du, das könnte auch sehr unangenehm sein. Was? Wenn so die... ich habe es gerade nicht im Kopf, aber es gibt doch so ein voll das Roman... Weißt du das? Ja, weißt du, das romantische Lied, das für alles gebraucht wird, weißt du? Bro, das wird doch auch das. Aber du weißt, was ich meine, oder? Also ist das, oder? Nein. Und das Warte schnell, ich muss... Nein, ich kann es nicht abspielen, sonst kommt ein Strike. Nein, mach. Also so, I've been feeling drunk. Ja. Das, ja. Aber das. Bro, stell dir vor, das wird doch auch voll die Stimme killen, sag dir ehrlich. Ja, also so Careless Whisper von George Michael. I'm never gonna dance again. Pretty feel color. Weißt du wie das? Ja. Das ist so Techno. So, weißt du, was so in Berlin... Hardstyle. Ja, so Frankish Style. Was Joris auswendig kann. Schiebt dir sonst klappert's. So klar, so Blasmusik, so deutsche. Jodler, kommt da böse. DJ Maiko. Ländler. Ich glaube, es gibt sehr viele Lieder. Es gibt wirklich sehr viel. Eigentlich gibt's mehr schlimme Lieder, die nicht dazu passen, als Lieder, die dazu Ja. passen. So,
Minecraft-Musik. Dung, 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 dung. Minecraft-Musik spielen. Ja, aber stell dir vor, so Happy von Pharrell Williams zum Beispiel. Because I'm happy. Das wird auch nicht gehen. Ich habe so in den Kopfkino, ne? Because I'm happy, I'm Und jetzt dreh dich um. What the fuck? Oh mein Gott. Ja, es gibt mehr was nicht passt, als was passt. Ich glaube, ich bin verknallt in einen Talaun. Alter. Also, Okay, ja, du bist wieder dran. Die Folge ist wieder so ein Chaos, Mann. Hey, das geht. Alter. Stopp. Das haben wir schon mal gehabt. Mach nochmal. Stopp. Mit welcher Disney-Figur würdest du am ehesten auf ein Date gehen und warum? Mit welcher Disney-Figur? Auf ein Date? Bro. Donald Duck. Warum hast du das so gut? Keine Ahnung. Mein Vater Viper. Oh mein Gott. Mit welcher Disney-Figur? Goofy. Goofy! So das Magtate. Mit Goofy! Oder mit IA. Ist das... Ja, ist der von Winnie Pooh? Der Esel, ja. Ist das Disney Winnie Pooh? Ja. Ja. Disney hat viele Wow. Figuren. Ja. Das ist eine schwierige Frage. Der Tiger von Winnie Pooh ist ja gut. Tiger. Ja. Mit seiner Ding. Und er hat mit der Spirale. Oh Mann. Mit welcher Disney-Figur? Mit Ratatouille. Also mit Mit der Emil. Ratte. Mit Emil heißt er ja. Heißt er nicht Emil? Heißt doch Emil. Ich weiß nicht. Doch, kann schon sein. Ja, irgendwie so. Ich kann wenigstens gut kochen. Ja. Gut, du willst eh nichts von dieser Ratte essen. Ja. Mit Wall-E. Nein, Bro. Hättest du eine Figur? Es gibt- Also, ich will nicht auf ein Date, also so. Nein, aber das würde ich auch nicht machen. Also würde ich schon auch. Also mit Rapunzel, so würden wir schon sehen. Rapunzel ist auch jemand, den ich im Kopf hatte. Wer ist so ein 10 von 10? Jetzt komme ich sage Rapunzel. Lass dein Haar herunter. Vor allem das Haar ist schon stabil. 80 Meter lang. Länger. Ja, nein, Rapunzel. Nein, ich nehme Rapunzel. Doch, ich nehme Rapunzel. Wer gibt's noch von den anderen da? Wer gibt. Minnie Maus. Minnie Maus. Nein. Schneewittchen. Daisy, die Ente. Daisy Duck. Eve. Eve? Das ist die Frau in Wall-E. Aha. Wally habe ich aber nicht so geschaut. Nicht? Nicht so, nein. Sally. Von Cars? Ja. Wow. Wow. Das? Boah. Das ist ein Porsche, weißt du? Schaut schon. Ich nehme Sally. Sally. Ich nehme Sally. Ich nehme Rapunzel. Ja, wegen dem Porsche. Das ist halt. Ne? Ja. Ja. Aber so, jetzt auf Bro, wenn ich jetzt so mit. Also, wenn ich jetzt mit mir entscheiden, wer so mein Bro wäre. Dann wär's Winnie Pooh bei mir. Ich wollte auch sagen, wie die Puh, aber der frisst mir zu viel Honig. Boah, schwierig. Gibt so viel. Ja, eben. Fixit Felix Junior. Wer ist es? Von Ralf Reichts.
Den kann ich nicht schauen. Hast du nicht geschaut? Nein. Ah. Es gibt so viel lustige. Ja. Ja. Nein, ich nehme auch Winnie Pooh. Okay, Winnie gut. Pooh ist gut. Jetzt bin ich nochmal und dann du. Also du und jetzt nochmal über mich und dann ich nochmal. Gut. Ich glaube, es geht schon wieder los. Stopp. Welcher Moment verfolgt dich nachts noch? Nachts noch? Also wie meinst du Moment nachts? Ja, wahrscheinlich weißt du, wenn du im Bett liegst und so denkst, boah, fuck, das hätte ich nicht sollen machen. Oder irgendwie einfach so ein Moment, wo dich so verfolgt. Also ich bin immer so ein Mensch, der tut immer sehr schnell abschließen mit der Situation, wo so passiert ist. Ja. Darum. Also klar, es gibt Momente, wo du nicht kannst abschliessen so, weil du halt weißt, ey, das kommt nur mal wieder. Aber so nachdenken, es ist eh passiert, was willst du ändern, so, weißt du? Aber ja. Also jetzt, Kennst du einen Moment, wenn du so im Streit mit jemandem warst und dann am Abend im Bett liegst und so, nachher kommt dir so der perfekte Konter in den Sinn? Kennst du das? ja, das ist sowieso ein grosses Thema. Wir im Büro, da wir gerade so die ganze Zeit so auf lustig immer uns gegenseitig so hören und dann voll die Konter lernen. Also das ist so voll das Kontertraining die ganze Zeit. Normalerweise lernst du es immer so bei den Kollegen, oder? Ja. Wir lernen das einfach so beim Arbeiten, so ab und zu mal. Okay. Das ist verdammt lustig. Wirklich. Also wir tun das nicht beleidigen und so, aber so einfach so ein bisschen hören. Ja. Und dann kommen so gute Konter manchmal raus. Ja, aber auch unter Kollegen ist ja das lustig. Ja, und der Arbeitskollege ist wirklich, das Ja. ist schon geil. Aber eben, also so. Also klar, wenn du so jetzt, also wenn ich jetzt in einer Diskussion mit jemandem bin und dann, wenn ich schreibe, es ist jetzt okay so, dann ist es für mich abgeschlossen und kein Thema und habe das nicht weg, also ich habe es schon, ich habe schon noch im Kopf, dass wir uns ein bisschen so ein bisschen höher angegangen sind, so, aber das sind halt Meinungsverschiedenheiten, was willst du ändern? Du kannst nicht die Person in dem Sinn ändern, so wie sie ist, sondern Ja, ja, aber klar. ja. Chillig. Ah, nein, jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran. Die letzte, Stopp. Was ist euer größter Fail, den niemand mitbekommen hat? Boah. Steht da draußen. Für die, die wissen, wissen. Für die, die nicht wissen, wissen nicht. Darf ich ein Wort sagen? Nicht mal ein Wort. Darf ich ein halb sagen? Okay. Nein, Niklas, das... Ja, ist gut. Das nehmen wir weiß auf schwarz. Schwarz auf weiß. Nein, es ist weiß auf schwarz. Okay. Checkst. Fuck. Hast du nicht gecheckt? Nein. Siehst du? Fuck. Okay, das ist gut gewesen. Gell? Ja, das ist gut gewesen. Also für die, die wissen, wissen. Für die, die nicht wissen, wissen nicht. Gut, in diesem Sinne. Also, in diesem Wir hoffen, trotz diesen komischen Fragen. Ja, es ist zum Teil vielleicht ein bisschen unangenehm gewesen, sag dir ehrlich. Weil wir vielleicht nicht genau gewusst haben, was sagen. Welche App verheimlicht ihr, obwohl sie harmlos ist? Keine Ahnung. Ich habe keine dumme App auf dem Handy. Pokémon Go. Die Cookie-Do-App von Thermomix. Das ist super. Ja. Ja. Ja, in diesem Sinne. Empfehlung von der Woche, Rico. Empfehlung von der Woche. Gönnt nicht das Smile. Gönnt nicht das Smile, lohnt sich nicht. Nicht so gut. Das ist meine Empfehlung. Die Serie Du ist ein Baller. Das ist meine Empfehlung. Ist das eine Empfehlung? Das ist meine Empfehlung. Schaut die Serie Du seine Spiele an. Der Mann kommt gross raus. Er hat jetzt die Champions League gewonnen mit 19. Ja. Wir sind 21 und hocken in irgendeinem Keller.
Nein, Schweizerdeutsch grösser Champions League. Fair. In diesem Sinne. Also in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Yes. Und man sieht sich. Ade. Ciao, ciao. Tschüss.